Hallo zusammen, hier ist Cronklitus oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Willkommen bei einem weiteren Titanfall-Gameplay auf der Odyssey-Map, wenn ich mich nicht täusche, mit dem Raumschiff in der Mitte. Die gefällt mir ganz gut. Ich bin hier Kampagne am Spielen und weil eine Kampagne nicht von jedem sein Ding ist, mir gefällt sie wirklich extrem gut. Und hier hat er gerade einen wunderschönen Spot, wo man ganz gut auf Gegner trifft und ich bin hier schon so häufig abkassiert worden, dass ich das auch mal ausprobieren wollte. Und ja, also ganz erstaunlich gut ist der Spot. Passt auf, wenn ihr auf der anderen Seite startet, weil hier ist man sehr gut gedeckt und kann als Pilot also einiges an Schaden austeilen. Zieht euch rein, hey, das klevelt nur so. Hier habe ich langsam Schiss bekommen und da denke ich verziehe mich jetzt auf die andere Seite, damit das nicht so einfach wird für die Gegner. Und hier habt ihr wieder mal absolutes Pro-Aiming gesehen, wie noch mehr in diesem Game. Aber ich bin hier aber so Adrenalin geladen, da ist es noch schwierig, die Sticks ganz genau zu kontrollieren. Ja. Easily, hier hat es auch einen schönen Spot, wo man rausschießen kann. Also auch noch etwas zu merken. Beim Nebendurchlaufen einfach mal so aufgefallen. Und hier der Typ schon wieder abkassiert. Der hat ganz sicher nicht Freude gehabt, dass er immer wieder, wenn er dort rein laufen abkassiert wird. Und ich sehe, die wechseln hier eigentlich hin und her. Bei diesen Spots hat hier mehrere gute Gelegenheiten, Gegner anzuvisieren und auch abzukassieren zum Glück. Ja, den verwünscht jetzt nicht ganz. Zum Glück kommt dann ein Kollege von unten die Stege jetzt drauf und macht dort dann noch schön alles klar. Ich verziehe mich jetzt hier langsam, weil eben zu lang am gleichen Spot ist aber schon ein bisschen heiß, aber die Gegner schnallen es irgendwie nicht. Und das ist halt nur ein bisschen der Vorteil in der Kampagne. Häufig sind die Spieler relativ neu hier und dann können sie die Maps noch nicht so gut. Hingegen, das absolut krasse Gegenteil, wenn ich mich in die normalen Multiplayer-Modi wage, wow, da geht es richtig aufs Maul. Darum muss ich hier echt noch ein bisschen üben. Hier wollte ich ein bisschen reinschiessen, plötzlich läuft der Titan vorne durch und jetzt entscheidet sich der zurückzuschauen. Und ich mache mich hier aus dem Staub vom Sträubsten. Weil ja, in so einer dünnen Röhre hat man eigentlich gegen ein Explosivgeschoss von einem Titan keine Chance. Wenn man es ein bisschen besser im Griff hat, hier mit dem Rumjumpen, kann man wunderschöne Moves machen innerhalb von dieser Odyssey, diesem Raumschiff. Und auch hier auf der Seite kann man über den Flügel, den ich jetzt nebendurch bin gesprungen, relativ gut übertraversieren. Die Ziplines sind auch ziemlich cool. Also, wenn ihr die Map mal ein bisschen kennt, und hier geht es eben nicht darum wie im Call of Duty, die Head-Glitches rauszufinden, die ganzen Mongo-Spots, wo man einen Vorteil hat. Sorry, schnell, zieht euch das rein. Der schäbige Versuch, auf das Plattformchen zu kommen, wo ich absolut keine Probleme habe, sonst drauf zu kommen, ist das mal leider ein bisschen gefailt und dann versucht man zum Teil rumzuhüpfen. Und ja, mit dem Screech habe ich es gestern auch besprochen, zum Teil ist es eben schon noch schwierig, die Durchgänge und Fenster zu brechen. Aber ja, man ist noch ein bisschen am Üben. Aber ja, die Map kennenzulernen hat hier mehr eigentlich damit zu tun, wie kann ich am besten über die Map manövrieren. Es gibt natürlich auch Spieler, die sehr Call of Duty-mässig immer am gleichen Ort warten. Es gibt sogar einen kleinen Camper. Aber das C4 hat hier einen riesen Explosionsradius und da kann man die Sachen dann auch schön aus den Höhlen rausschäumeln. Schade, gibt es keinen Theatermodus. Ich hätte auch schon fast mal ein Campersaal-Video gemacht, ohne Scheiße. Aber sonst ist es eben schon cool und dadurch, dass die ganzen Grunts und Spectres so unterwegs sind, ja, sind die Leute immer ein bisschen, werden sie immer ein bisschen angefickt, auch wenn sie eben in der Ecke rumcampen und so. Und gerade in der Masse sind die computergesteuerten Gegner eben gleich zum Teil ein kleines Problem. Hier habe ich jetzt mal in Titan reingewechselt, der hat mich bisher mehr oder weniger gut unterstützt und begleitet, aber zum Teil ist es eben schon sinnvoll, wenn man die Sachen selber steuert. Ich glaube, relativ spät beim Level, kurz vor Maximum Level 50, gibt es dann scheint ein Titan Perk in dem Sinn, wo einem ermöglicht, dass der Titan präziser schießt und ein bisschen intelligenter sich verhält. Das werde ich sicher nutzen. Und wunderschöne Szene hier oben wieder. Pilot. Achtung, Pilot. Pilot fliegt in die Luft. Pilot kommt zu landen. Und ich versuche, den zu brechen. Und er denkt sich, okay, wenn ich unsichtbar bin, sieht mich niemand. Zum Glück ist dem nicht ganz so, obwohl dass ich sie zum Teil hure schlecht sehe. Ich gehe über die Kante und sehe zwei Augen. Dann muss man sich auch nicht allzu fest anlegen, wobei er hat jetzt auch auf einem draufspringen können und das ist häufig noch sinnvoll.
Da war jetzt gerade eine Szene mit dem Bücken, wo ich ein bisschen schade finde, dass man nicht unten durchsliden kann. Weil das wäre doch eigentlich noch logisch, wenn man mit Vollgas zäckeln kommt, es ist alles so schnell, so flink, dass man dann, wenn man sich duckt, noch ein bisschen sliden oder so. Wäre noch cool gewesen. Aber so duckt man sich und läuft halt unten durch, das ist auch kein Problem. Ihr seht, ich bin wieder hier im Raumschiff innen, finde es eben wirklich noch einen guten Spot, auch beide Seiten abzudecken. Und je nachdem, welche Bewegungsmethode das man anwenden kann, man wirklich auch sehr schnell von A nach B laufen. Der Driftdoor, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ein Ami-Kommentator, der immer so In-Depth-Videos macht, hat das letzte Mal auch gerade Bewegungsgeschwindigkeit im Titanfall analysiert. Und es ist also so, wenn man durch die Wall runnen, also an der Wand rennen, für die, die nicht so gerne Englisch können, ist es so, dass man den beschleunigt. Und wenn man das ein bisschen kombiniert, kann man einen richtig strube Speeds erreichen. Und es ist mir auch schon gelungen, eher selten, aber auch schon, dass ich wirklich den optimalen Pfad vom einen Ende zum anderen Ende der Map habe gefunden und dort wirklich innerhalb von kürzester Zeit überziehen konnte. Ganz schade ist, dass es keine Private Lobbys oder Matches gibt, dass ich einfach mal ein bisschen auf den Maps rumprobieren kann, ein bisschen rumhüpfen, ein bisschen wallrunnen kann. Das wäre schon noch stylisch. Das werden sie scheint nachreichen gratis. Und ist auch dringend nötig, weil gewisse Maps habe ich noch fast nie gespielt. So wie die Laguna-Map, gell, Screech? Gibt's ja nicht, das ist wirklich nicht spässig. Finde ich eben auch komisch, dass sie, ja, wenn sie schon 15 Maps gemacht haben, hätten sie auch 15 Missionen können bauen. Klar sind es 6 mehr als die 9, die es jetzt gibt, aber dann hätte man doch das gar können nutzen, die Maps. Oder irgendwie so ein bisschen wechselnd, weil, ja, die 9 Missionen zum Teil hat man da schon noch ein bisschen, ja, andere Variationen von den Maps können haben. Ich sage es jetzt einfach mal so. Aber es wird vermutlich noch vieles angepasst und patcht. Das Game läuft in seiner Version, wie es jetzt eigentlich ist, sehr, sehr gut, sehr stabil. Eben, vielleicht wird man auch ein bisschen merken mit der Zeit, wer Host ist. Oder, nein, wegen diesen Azure-Server gibt es jetzt keine Hosts mehr. Ja, anyway, der Netcode ist auch mal easy. Er wird sicher auch seine Eigenheiten haben, wie man mit der Zeit herausfinden wird. Aber sonst ist das Game eben wirklich sehr gut, muss ich sagen. Das erste Mal gestorben hier, glaube ich. Oder nicht? Mal, ich habe es gemeint. Es war wirklich eine gute Runde, muss ich sagen. Und ich habe auch nicht allzu fest rumgecampt, lol. Sondern bin da wirklich unterwegs gewesen, ein bisschen hin und her. Und eben, das ist immer bei mir momentan eigentlich so, du spielst einerseits das Game natürlich zum Gewinnen, zum ein bisschen Kills zu machen, aber andererseits momentan auch noch zum ein bisschen Wege ausprobieren, wo man bisher halt noch nicht versucht hat. Und rein von dem her, ja, zum Teil ist es cool, wenn es gut läuft, kann man wirklich gute Score reissen, und wenn es halt nicht so gut läuft, probiere ich eben gerne mal einen anderen Weg aus zum Gegner, und zum Teil entdeckt man dort noch Gässchen und Wege und Verbindungen, ja, wo man wirklich vorher noch nicht gekannt hat. Und auch immer noch Gegner, die plötzlich in Spots hocken, wo ich nie daran gedacht hätte, dort herzugehen oder so. Also echt cool. Maps sind riesig, aber dadurch, dass man sich so bewegen kann, ist es einfach wirklich purer Spass. Das Game ist purer Spass. Es gibt so wenig Frustmomente, und klar ist es noch frisch, und klar sind wir, oder sind die meisten von vielen Call of Duties am Anfang auch begeistert. Aber hey, hier gibt es mal etwas Neues, hier gibt es wirklich mal etwas Neues zu erleben, und darum bin ich hier die Werbetrommel für Titanfall noch absolut am Rühren. Oder am Trommeln, hä? Trommelt man ja. Der Drummer. Ja, mir macht langsam... das Game ist fertig, geil. Ich bin nämlich langsam ein bisschen müde geworden. Jetzt bin ich hier, glaube ich, nur einmal gestorben. Aber ich habe gemeint, im Game war das zweimal gewesen. Ein bisschen gespässig. Ja. Lauscht noch ein bisschen meine Stimme. Aber ich verabschiede mich jetzt und hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Tschüss zusammen.